Was wir neuerdings für geiles Equipment haben. Hallo, servus, Haberderi und herzlich willkommen zu einer nackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute behandeln wir ein Thema, das uns sehr kurz bevorsteht, und zwar am Sonntag sind Wahlen bei uns da in Bayern. Und ich habe mir gedacht, passend zu diesem Anlass können wir mal ein paar Objekte, Wörter, wenn wir das halt damals immer gemacht haben bei Bayerisch für Anfänger, vom Bayerischen ins Hochdeutsche und umdreht übersetzen, damit ihr, der ihr euch nicht auskennt, Bescheid wisst. Gut, wer nicht in Bayern wohnt, darf zwar in Bayern eh nicht wollen, aber ist egal. Los geht's mit dem wichtigsten Utensil des mit dem wichtigsten Utensil, das der Wähler zur Verfügung hat, und das wäre der Stimmzettel. Der Stimmzettel. Da haben wir wieder eine ganz klassische bayerische Abkürzung vom Zettel, wird es einfach weglassen, Zettel. Und aus dem Doppel-T wieder D. Das mahnt mich schon fast ein bisschen ans Fränkische, aber hat eigentlich damit nichts zu tun. Stimmzettel. Der Stimmzettel kommt wohin? In die Wahlurne. In die Wahlurne. Da wird wieder das E durch ersetzt. Das alte bekannte bayerische ist eine Form des A's, weil wir wissen ja, in Bayern sprechen wir das A in 3 verschiedenen Varianten aus. Das heißt A, und A. Das waren die 3 Formen des bayerischen A's. Vorkommen uns in einem Wort, das hat mir mal ein Verwandter erzählt, der nahe der österreichischen Grenze wohnt, in dem Wort Hartfaserplatten. Das ist jetzt zwar wieder eher so österreichisch, aber da kommen die 3 A-Formen vor. Zurück zum Thema Wahl. Wenn wir unseren Stimmzettel abgegeben haben, dann sollte da natürlich was angekreuzt sein. Das sind einmal die Kandidaten. Das sollte jetzt klar sein, dass die Kandidaten die Kandidaten sind. Aber die Kandidaten sind ja von einer bestimmten Partei. Die Parteien werden aber bei uns in Bayern meistens, so höre ich zumindest, nicht direkt als, ist jetzt vollkommen egal, CSU, SPD, FDP und so weiter bezeichnet, sondern ein Großteil der Parteien wird eigentlich nur nach Farbe bezeichnet. Das heißt, wenn irgendwer redet, sagt eigentlich mehr die Schwarzen, die Roten, die Grünen und so weiter. Dann gibt es noch eine, ja, ich nenne es einmal Begleiterscheinung der Wahl. Und das ist eigentlich das, was mir mit Abstand am allermeisten ankotzt. Und das sind die hundsdrecksverschissenen Wahlplakate. Egal was du hier an jedem Laternenpfahl, also Straßenlaternen, Pfosten, Laternenpfahl, an jedem Laternenpfahl hängt ein scheiß Wahlplakat. Überall, wo ich auf der Straße rumvorstehe, Wahlplakate. Ich mag's nicht. Aber die gehen halt einher mit so einer Wahl. Die Wahlplakate, die Wahlplakate. Der Bayer an sich, der geht dann auch nicht wählen, sondern der geht wollen. Ja, und mit den Begrifflichkeiten, die es im Zusammenhang mit einer Wahl gibt, wäre es dann auch schon wieder gewesen. Und jetzt hätte ich noch eine Bitte an euch, und zwar kann es einfach Geld wollen. Jetzt vollkommen unabhängig davon, wen, aber Geld wollen, es ist wirklich alle kämpfen darum, dass wollen deren, dass eine Demokratie kriegen, und wir haben es und viel nutzen es eigentlich nicht. Also Geld wollen, macht euch ein Kreuzel, so ein Schiss nicht, und dann ja, dürft ihr euch hinten auch aufregen über das, was wieder zusammengeholt worden ist. Und näher um der Frage in den Kommentaren, die hundertprozentig kommen, war erst einmal vorwegzugreifen. Nein, ich will es nicht sagen, was ich wähle oder wer ja immer, und ich will auch ehrlich gesagt keine Diskussion in die Kommentare von wegen wollt das und wollt das nicht und hier und her. Ich finde es zwar schon wichtig, ich finde dass sich der Diskussionen wichtig, ich möchte es aber von jetzt gerade meinen YouTube-Kanal eigentlich so weit wie möglich fernhalten. Sowohl meine persönliche Meinung zur Politik als auch politische Diskussionen, die dann oftmals ziemlich ausartend sein können. Und deswegen
sage ich das auch nicht jetzt so öffentlich, was oder wen ich wähle. Aber ich glaube Ihnen definitiv und das solltet ihr auch machen. Jo, damit wäre es. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist Bayerisch für Anfänger. Schaut vorbei auf Instagram, Facebook, Snapchat und schaut euch, wer Folgerap folgt, der hat es definitiv schon gesehen. Schaut euch an von Rigoros die Single Kosmos. Der ist sehr gut, meiner Meinung nach. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Der hat mich schon länger angeschrieben, einer von denen, bloß ich habe es dann irgendwie auf Facebook übersehen und das war alles ein bisschen blöd. Aber ja, schaut vorbei von ihnen und außerdem ist der Folgeretter der bessere Ansprechpartner, wenn es in Sachen bei Kosmosen geht. Lasst euch gut gehen, schaut euch das an, seid freundlich und habert Ehre.